Herzlich willkommen in der Niederdeutschen Bibliothek. Als Alfred Töpfer 1993 dood bleef, hat er und wie 2000 Bücher für seine Abend durchloten. Was er nicht einfach auch analymal in diese Bücher reinkicken und lesen lauten, dass sich durch die Kai Töpfer stiften. 3 Jahre later, 1996, hat sie die Niederdeutsche Bibliothek in der Petersstraat gegründet. Von dort findet ihr hier über 23.000 Bücher. Eben nicht nur Bücher. Es gibt eben auch Spiele. Man kann hier auch Filme ausleihen. Man kann sich treffen. Es finden hier Plattdeutsch-Krings statt. Die Leute lernen Platt oder sie unterhalten sich über Literatur. Also eigentlich ist für jeden, der irgendwas auf Plattdeutsch machen will, hier genug Material. No, 25 Jahre darf ein dann auch mal kurz zurückkicken, ob die Anfänge und das, was näher kommt. Das Schönste war eigentlich wirklich die Eröffnung. Wir waren damals, glaube ich, ein paar hundert Mann, die gekommen waren. Und damit verbunden war ja der gesamte Aufbau der Bibliothek, der mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Es war meine erste Arbeitsstelle, wo sich Pflicht mischte mit unglaublich viel Freude an der Arbeit. Alle Leute, die mich kannten, sagten immer, das ist ja ein toller Job, dass man da so sein eigentliches Hobby als Beruf hat. Ich bin von den vielen kleinen Erlebnissen eigentlich am meisten beeindruckt. Eben von Schulklassen, die von nichts eine Ahnung haben, aber dann diesen Raum verlassen und wissen, was Plattdeutsch ist. Oder ältere Schüler, die nichts von Platt wissen wollen und dann ins Nachdenken kommen, ob es nicht vielleicht doch ganz gut ist, wenn man die Sprache ein bisschen weiter pflegt. Und diese täglichen Erlebnisse sind es eigentlich, was bei mir den Eindruck hinterlässt, es ist sinnvoll, was ich hier tue. Dankbarkeit eigentlich, dass es alles so fortgesetzt werden konnte und fortgesetzt worden ist, was ja gar keine Selbstverständlichkeit ist und dass sie sich auch weiterentwickelt. Kein die Niederdeutsche Bibliothek selbst mal besorgen und für sich entdecken will, der macht am besten einen Termin für hier auf. Man kann aber eben auch Führungen buchen für Kindergruppen, aber auch für Erwachsenengruppen. Da gibt es verschiedene Themen, also über Autoren oder über die Sprachgeschichte oder warum gibt es eigentlich Wörterbücher. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, also einen Blick hinter die Kulissen dieser Bücher zu werfen. Auch noch 25 Jahre kommt hier immer wieder neue Bücher dazu. So ist für jeden ein Smack was dabei, sodass er sich am liebsten mal eine Nacht hier insluten muss, bloß um zu lesen.